Grüezi Padrut. Grüezi. Danke vielmals, dass du bereit bist für das Interview. Heute haben wir den 22. Mai. Ich habe gerade vorher vernommen, du bist vor kurzem gerade wieder ein Jahr älter geworden. Du hast Geburtstag gehabt, gratuliere noch im Nachhinein. Danke vielmals. Was ist der Anlass? Warum sind wir da? Warum machen wir das Interview? Ich habe dein Buch gelesen. Bin sehr fasziniert von diesem Buch. Und habe noch gedacht, dass wir da noch einiges noch anfügen an das Buch und erweitern und sonst erzählen noch für das Buch, um das Buch und vor allem um dein Leben. Es ist sehr viel passiert in deinem Leben. Damals, wo du angefangen hast, noch bevor du in der Swissair warst, was sind so deine Träume gewesen? Was hast du eigentlich machen, bevor du in der Swissair eingestiegen bist? Das ist eine gute Frage. Es hat ganz viele Sachen gegeben, die ich eigentlich machen wollte. Aber irgendwie halt, wie es so im Leben kommt, ist es von selber gekommen. Ich wollte Kinderkrankenschwester machen, weil mein Bruder, der hat immer für Kinderkrankenschwestern geschwärmt. Und dann habe ich gefunden, ja, eigentlich möchte ich das auch machen. Und dann bin ich ins Kinderspital gekommen, in Zürich und habe aber vorher ein pfeifersches Drüsenfieber gekriegt. Und dann bin ich so müde gewesen, dass der Dr. Fanconi gesagt hat, kommen Sie später einmal. Und später bin ich dann halt nie mehr gekommen. Dann bin ich nach Rom zu meinem Cousin. Und das hat mir so gut gefallen. Und ich wollte nicht mehr zurück nach 6 Monaten, als ich bei ihm war. Ich habe Italienisch gelernt. Und dort hat eigentlich das Fernweh angefangen. Und dann bin ich auf die Rätische Bahn und habe dort ein bisschen geschafft. Und dann bin ich nach England, Englisch lernen. Und bin dann wieder zurückgekommen zu der Rätischen Bahn. Aber nicht lang. Und habe gefunden, ich muss doch das Englisch, das ich jetzt gelernt habe, Proficiency, das muss ich jetzt eigentlich ausnutzen. Und dann bin ich leider Gottes zu der Monsanto gekommen. Hat es ein Forschungsbüro gegeben oder Laboratorium in der Binz in Zürich und dann bin ich dort gewesen. Da hatte ich eine Freundin und die hat schon bei der Swissair geschafft und die hat dann gesagt, du gehst doch nicht deine thailändische Freundin, die ich in London kennengelernt habe, die gehst du doch nicht mit dem Schiff besuchen, sondern du kommst zu uns, zur Swissair, und dann kannst du für 10% nach Bangkok fliegen. Und dann bin ich mich vorstellen zu der Swissair und habe gesagt, ich hätte gerne eine Stelle bei Ihnen. Und dann sagt der Psychologe, ja, es hat da nur in der Baracke bei der Swissair jetzt da noch eine Stelle. Ja. Und dann bin ich zur Swissair gekommen. Und mein Vater hat gesagt, das ist ja furchtbar. Meine Tochter geht zu einer Fluggesellschaft arbeiten, wo erst gerade der Flüger runtergefallen ist. Das war 1963, durch den Esch. Und ich bin gegangen. Voilà. Dein Buch hat einen grossen, dicken, roten Faden, der da durchzieht. Und zwar ist es immer der Kampf um Anerkennung als Frau in einer Männerdomäne. Als du dort bei der Swissair angefangen hast, ist dir das von Anfang an schon bewusst gewesen, was du dich da eingeladen hast, oder ist das später gekommen? Überhaupt nicht. Also der vom roten Faden kämpfen, weil das ist ja eigentlich überhaupt gar nicht in den 60er Jahren. Also mir ist das absolut fremd gewesen. Aber ich habe mich wohl gefühlt bei den Männern. Und sie haben mich auch immer anerkannt. In dem ersten Büro, das ich dann geschafft habe, das waren ja alles Stationsmechaniker, die schon im Ausland sind. Und die haben irgendwie, ja, die haben mich so akzeptiert. Und ich war ja eigentlich dann die starke Frau dort gewesen, weil der neue Chef, der dann kam, nachdem der erste nach 6 Monaten dann schon gekündigt hat und gegangen ist,
Obwohl ja meine Kolleginnen gesagt haben, ja weisst du, da ist nie eine Sekretärin lang geblieben. Aber ich habe den überlebt. Aber im Unterbewusstsein. Und ich bin gut ausgekommen mit diesen Stationsmechanikern und die haben mich voll akzeptiert. Und eben, wenn sie mir dann einmal ins Ohr geflüstert haben, ja, ich möchte dann eigentlich schon gerne nach Hongkong versetzt werden, dann habe ich dann das am neuen Chef gesteckt und habe gesagt, ja, du, also der Norbert, der wäre noch gut nach Hongkong. Ich habe ja keine Ahnung, wie der geschafft hat, oder? So vom Technischen her. Und dann hatte ich dann eigentlich schnell die Oberhand gehabt. Aber ohne, dass ich das wollte. Das ist einfach so gekommen. Und wahrscheinlich ist das in mir drin gesteckt. Aber nachher ist es eigentlich nicht ein roter Faden gewesen. Ich wollte einfach eine gute Arbeit leisten. Und ich hatte so den Plausch an dieser Arbeit, die ich dort gemacht habe im Ausland, dass das einfach so unwillkürlich gekommen ist. Und dass ich eigentlich dann die starke Frau war, ich hatte ja dann etwa die ein bisschen schwache Chefin gehabt. Aber eigentlich so richtig gekommen ist das dann erst in Algerien, wo ich gefunden habe, ich mache die ganze Arbeit für den Chef, der ist der grosse Chef und ich bin eine kleine Sekretärin. Dort hat es dann bei mir irgendwann so geschaltet, dass du ja eigentlich die Arbeit machst und er hat den grossen Titel. Dort hat es eigentlich dann angefangen. Also das hat dann so das Gefühl ausgelöst, dass das nicht fair. Ja. Aber dort, also was Frauenstimmrecht anbelangt und so, da bin ich ja weiter weg gewesen. Das ist alles in der Schweiz passiert und ich bin da irgendwo auf der Welt gewesen, wo das eigentlich überhaupt gar kein Thema war. Und am Anfang bin ich ja noch Ausläuferin gewesen, Mädchen für alles und schlussendlich dort habe ich gesagt, einmal. Und dann habe ich halt einfach angefangen, Briefe unterschreiben, die ich geschrieben habe, oder? Und die habe ich dann abgeschickt, oder? Und der Chef hat eigentlich nichts gesagt. Der war froh, dass ich es gemacht habe. Darum haben dann sehr oft meine Kollegen gesagt, ja, du hast dich natürlich profilieren können, weil du immer schwache Chefs gehabt hast. Danke vielmals. Ja, das klingt sicher nicht. Ja. Wenn du damals, bleiben wir doch gerade beim Thema Algerien, du bist zwischendurch dann auch wieder mal heim. Oder auch in Algerien selber, wenn du neue Leute kennengelernt hast und dann haben sie dich gefragt, was machst du für Beruf? Wie hast du denn das umschrieben, was du gemacht hast? Da bin ich Allrounder, Mädchen für alles bin ich im Ausland. Am Anfang. Weil ja die Frauen, die haben noch nicht eine Kaderstellung übernehmen. Das ist dann erst mit dem Frauenstimmrecht. Als ich dann in Hongkong war, hatte ich einen Mentor und der hat meinen Chef und der hat gesagt, ja, Frau Pedrut, Sie können das und ich schicke Sie in die Kaderschulung von der Swissair. Aber das ist dann erst im 1974 passiert. Aber ich hatte einfach Freude an meiner Arbeit und habe natürlich eine ganz grosse Palette von unterschiedlichen Tätigkeiten gehabt. Und das hat mich natürlich irgendwie gereizt, dass ich auch immer wieder etwas Neues dazulernen konnte. Ohne, dass ich einen besseren Lohn gekriegt habe oder so. Das ist dann auch erst viel später gekommen, dass ich gesehen habe, dass ich ja eigentlich Unterbelohnung hatte, oder? Gegenüber meinen Kollegen. Aber das war mir nicht wichtig. Ich wollte eine interessante Arbeit und immer wieder etwas dazulernen. Und jedes Land ist natürlich immer wieder eine neue Lektion. Das sind andere Kulturen, andere Religionen, andere Mentalitäten. Und das habe ich eigentlich so spannend gefunden an meiner Arbeit. Nicht der Lohn oder Anerkennung. Ich habe einfach gemacht. Oder? Und ich habe ja auch nie gedacht, dass ich mal eine Kaderposition in der Swissair kriegte. Nein. Oder ein Buch schreiben, schon gar nicht. Wenn du stichwortartig aufzählen, was sind denn deine Tätigkeiten gewesen? Von unten bis oben, was hast du eigentlich alles gemacht? Ja, eigentlich Sekretärin, nachher Schalterangestellte, Billett ausstellen, Reservation, einfach
was so alles anfällt. Nachher noch Buchhalterin, oder? Man hätte müssen Buch führen über die Billette, die man verkauft hat. Da hat man dann so Formulare gehabt, und alles von Hand. Das ist alles von Hand gemacht worden. Auch Passagierlisten, da hat man von Hand auf so einer langen Liste hat man das alles eingetragen, oder? Und also das, was dann später kam, das sind dann schon Kaderpositionen gewesen, also Verkaufsleiterin, nachher Distriktmanagerin. Und von der Distriktmanagerin bin ich dann halt zurückgekommen in die Schweiz und bin dann Personalchefin geworden von 6000 Leuten. Also eigentlich ein grosser Sprung, ohne dass ich irgend gelernt habe Personalmanagement, oder? Aber dafür habe ich geführt. Ich hatte Führungsaufgaben, immer im Ausland. Ich hatte Leute unter mir. Aber das ist irgendwie alles so normal ist das gelaufen. Das habe ich einfach können. Was weiss ich, ob ich das von meinem Vater gelernt habe. Der hat natürlich auch immer geführt, oder? Und war ein sehr strenger Chef als Postverwalter. Und ich denke, ich habe dort relativ viel mitgekriegt. Und nachher noch Fusion und noch eine Schliessung von einer Airline, oder? Ja, also relativ eine grosse Palette von unterschiedlichen Tätigkeiten in der Swissair. Und das ist ja natürlich auch das Schöne in der Swissair. Da hat man all das in der gleichen Firma hat man können unterschiedliche Tätigkeiten ausüben. Das hat man selten in einer Firma. Heute sowieso nicht. Du bist ja viel in anderen Ländern gewesen. Und was ist denn das genau gewesen, was die Swissair dort hatte? Das sind alles Swissair-Büro gsi. Also denen hat man Landesvertretungen gesagt. Da hat es ein Büro gegeben, wo man konnte Reservationen machen, Billett kaufen, Fracht verschicken. Einfach alles, was Swissair als Kerngeschäft hatte, das hat man dort können, einkaufen. Der Kunde hat das dort bei uns können einkaufen. Und das sind kleinere und das sind grössere Repräsentationen von der Swissair im Ausland. Und man hat auch immer lokal Angestellte gehabt, aber der District Manager und der Verkaufschef und der Stationsleiter, die sind eigentlich immer Schweizer gewesen. Das gibt es heute auch nicht mehr. Wenn Swissair entschieden hat, wir fliegen demnächst neu in ein neues Ziel, eine neue Destination an, dort müssen wir jetzt so eine Niederlassung aufbauen. Wie ist denn da Swissair vorgegangen? Also, da habe ich ein wunderbares Beispiel, wo ich dann ausgesucht worden bin, dass ich die Station Libreville im Gabon helfen aufbauen mit meinem Chef. Weil das war eben noch vor dem Frauenstimmrecht. Darum konnte ich dort nicht als Chefin versetzt werden. Also dann hatte es vorher einmal einen Chef, einen District Manager in Douala. Und der ist dann immer nach Libreville und hat ein bisschen vorsondiert und hat schon mal einen Hühnerstall gemietet. Und wo wir dann dort angekommen sind, ja, sind wir in den Hühnerstall, das ist hinter einer Apotheke ist das gewesen. Ein Apotheker hat uns das vermietet, denke ich, hoch und teuer, zu Apothekerpreisen. Und dann hat man langsam aufgebaut, man hat Möbel geholt, man musste Marketing machen, man musste rausgehen, zu den Leuten Propaganda machen, dass wir dann im Juni, dass wir auf das Libreville kommen und wir sind im März sind wir dort versetzt worden. Der Chef und ich. Das hat Möbel haben wir gebraucht, das hat man geholt von der Schweiz. Alle Einrichtungen, alle Bücher, die wir gebraucht haben, von der Jatta her. Ja, und dann ist man halt in den Hühnerstall hineingesessen und hat eine kleine Agentur daraus gemacht. Und ich bin dann dort gesessen, dann haben wir einen Chauffeur gehabt, und den musste ich dann lehren, wie man Billett verkauft, wie man Reservationen macht und. Und dann
Dann ist natürlich auch der Inaugural Flight, der erste Flug, der dann kam. Dann hat man grosses Essen müssen organisieren, das haben alles eingemacht im Bistro de l'Océan. Und Französisch musste ich natürlich reden, oder? So mit meinem wunderbaren Schulfranzösisch. Aber das ist alles eigentlich ohne Problem ist das gegangen. Und dann bin ich im Fernsehen gekommen, weil ich dann mit der Tracht bin ich an den Flughafen raus und habe da die Leute, die man eingeladen hat auf den Erstflug, das hat dann Theater hat das erlaubt, dass jede Fluggesellschaft das machen kann. Und am Abend hat man dann so wichtige Leute zu dem Essen eingeladen. Und dort hat man natürlich auch Minister eingeladen. Und mein Chef war ganz ein Schücher. Und dann hat er immer mich geschickt, oder? Also ich musste reden mit dem Staatsminister. Das war ja sogar der höchste nach dem Präsidenten. Und das ist eigentlich, für mich ist das irgendwie, ja, ich habe einfach funktioniert. Es ist gegangen und man hat die Beziehungen geschafft, dann hat man müssen an Cocktails gehen und so, und da ist mein Chef halt auch nicht gerne gegangen und er hat auch nicht so gut Französisch können. Und so bin ich einfach irgendwie reingeschupft worden, dass du das machst. Ich mag mich noch gut erinnern, der erste Cocktail, wo ich gehen musste und der Chef wollte nicht gehen. Ich habe so gebibbert und habe gedacht, Jesus, ich kenne ja niemanden und wie mache ich das und so. Und dann ist das einfach gelaufen. Also irgendwo ist das schon in mir drin gewesen, dass ich einfach gesagt habe, und jetzt musst du einfach schwimmen. Jetzt musst du es einfach machen. Ja, und dann ist es gegangen. Und dann ist das in kürzester Zeit, haben wir die besten Kunden gehabt. Die sind nie mehr mit der UTA geflogen, die sind immer noch mit der Swissair. Weil Swissair, der Name ist natürlich schon Vorläufer gewesen, bevor wir überhaupt gekommen sind, dass das Mercedes of the Air ist, also die beste Airline, die es gegeben hat. Und wir mussten eigentlich nicht wahnsinnig viel machen. Das ist dann nachher Mund-zu-Mund-Propaganda. Und dann hat das zum guten Ton gehört, dass man mit der Swissair geflogen ist und nicht mehr mit der UTA, weil es hat keine andere Airline gegeben. Also es hat noch keine Air Afrique gegeben. Das ist dann erst lange nachher ist das gekommen. Und andere Airline hat es dort überhaupt noch nicht gegeben. Wir waren die Ersten gewesen. Du bist weit herumgekommen, um den ganzen Planet. Erzähl mal stichwortartig auf. Wo bist du überall gesehen? Welche Städte und Länder? Also für Swissair habe ich ja angefangen in Marokko, in Casablanca. Dann hat man mich berufen nach Los Angeles, nach Amerika. Von Los Angeles nach New York. Und dort hat man mich eigentlich behalten und ich habe gesagt, nein, ich muss zurück nach Europa. Vielleicht komme ich dann später einmal, aber das hat es dann nie mehr gegeben. Irgendwo habe ich das schon gespürt, dass das nicht zu mir passt, Amerika. Und dann bin ich zurückgekommen nach Zürich und dann haben sie gesagt, ja, jetzt komme ich nach Manchester. Und ich habe gesagt, ist das eine Strafversetzung, dass ich nicht in New York geblieben bin? Und dann haben sie gesagt, nein, weil Manchester, das war eine fürchterliche Stadt zu dieser Zeit, schwarz noch von all diesen Industrien. Also es war wirklich keine schöne Stadt. Heute ist das etwas ganz anderes. Ja, und dann dort bin ich halt dann auch als Schalterangestellte und so. Und irgendwie hat man mich nicht vergessen. Dann haben sie dann eben gesagt, Algerien, oder? Das wäre doch noch etwas, oder? Dazumal hätte natürlich eine Frau noch können in Algerien allein wirtschaften. Das wäre ja heute nicht mehr so der Fall, oder ich müsste im Schleier umeinander laufen. Aber dazumal hat es noch keinen Schleier gegeben bei den jungen Frauen. Darum sage ich ja, es ist Provokation heute, oder? Und dort hatte ich eben so einen Chef, wo ich gesagt habe, wenn ihr wissen, wenn das an die Ohren kommt von der Regierung,
dann fliegen wir nicht mehr nach Algerien. Und dann habe ich mich dort halt gewehrt. Aber es war ja klar, ich als Sekretärin, ich musste gehen, nicht er. Aber er ist dann auch nach 2 Monaten ist er dann auch gegangen. Und ja, dann bin ich wieder auf eine Art strafversetzt worden nach Zürich für 3 Wochen. Und von dort ist mir dann sofort einer gebäckelt und hat gesagt, du kannst, also man hat sich nicht du gesagt, sondern sie, Badrut, die will ich für die Eröffnung von Libreville. Und dann bin ich nach Libreville gekommen und hätte eigentlich nur 3 Monate dort sein zum Aufbauen. Und jedes Mal, wenn der grosse Chef kam, von Lagos, hat er gesagt, gefällt es Ihnen immer noch, Frau Badrut? Ich habe gesagt, ja, also, mir gefällt es irrsinnig. Es ist auch absolut interessant gewesen. Wahrscheinlich eigentlich so die interessanteste Arbeit. Und dann hat er gesagt, ja, ob ich echt nicht mit ihm nach Hongkong käme. Dann habe ich gesagt, nein, als Sekretärin möchte ich nicht mehr gehen. Ich hatte jetzt so eine interessante Stelle gehabt. Und man hätte ja nie Nein sagen in der Swissair. Also wenn man im Ausland war, hätte man nie Nein sagen. Und ich habe gesagt, schauen Sie sich doch in Zürich, da hat es sicher Frauen, die kommen gerne als Sekretärin zu Ihnen nach Hongkong. Und dann ist er nach ein paar Monaten wieder gekommen und hat gesagt, ja, er hätte niemand gefunden, ob ich jetzt nicht komme. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann komme ich. Weil ich habe ja gewusst, ich muss einmal weg von Libreville. Ich bin ja noch als Aushilfe dort angekommen. Und dann ist das dann mein Mentor geworden. Er hat halt eben gesehen, schon, was ich in Afrika gemacht habe und was ich dann in Hongkong gemacht habe. Nach 6 Monaten habe ich dem gesagt, hören Sie, mir ist langweilig als Sekretärin, ich muss noch eine andere Herausforderung haben. Und dann hat er gesagt, hören Sie, bleiben Sie doch noch da. Ich schaue dann, dass Sie nach Zürich kommen. Weil er hätte ja in Zürich nicht können sagen, nach 6 Monaten, jetzt geht die schon wieder. Oder? Und ich bin dann geblieben und habe mir dann einfach ein wunderbares Privatleben gemacht. Oder? Und dann, das steht eben leider eigentlich nicht so ausdrücklich im Buch, habe ich dann alles in Bewegung gesetzt, dass ich mit dem Zug zurück können in die Schweiz. Und das war eine meiner interessantesten Reisen. Aber mein Lektor, der hat dann einfach gefunden, also das Buch werde viel zu dick und das lese ich nachher niemand, wenn dann auch noch da die transsibirische Eisenbahn drin sei. Das hat ja mit der Swissair nichts zu tun. Dann habe ich gesagt, doch, Herr Frey, das hat etwas zu tun. Weil, also wenn man in der Swissair schafft und in der 1. Klasse können zurückreisen in die Schweiz und ich habe mir eine 3-wöchige transsibirische Reise auf mich genommen. Das ist doch eigentlich noch bezeichnend. Das zeigt ja, dass ich immer irgendwo den Kontrast im Leben gesucht habe. Das ist eines meiner Lebensdevisen, Kontrast. Nie immer das Gleiche. Und das hat natürlich etwas zu tun mit der chinesischen Philosophie Yin und Yang. Oder? Ja, und dann bin ich nach Zürich gekommen, in die Schulung, und dort habe ich ja eigentlich, bin ich rumgeschupft worden im Balzberg. Dort sind wir schon im Balzberg gewesen. Und dort habe ich ganz viele Leute kennengelernt, weil ich immer wieder neue Sachen haben müssen lernen, ob Statistiken oder Buchhaltung oder Marketing oder was immer. Oder? Und dann hat man natürlich einen Platz gesucht für mich als Verkaufsleiterin im Ausland. Und dann hat es halt natürlich da die Macho-Chefs, die haben gesagt, eine Frau in São Paulo, ja, das kommt dann überhaupt nicht in Frage. Und nach Peking, nein, das können wir doch nicht. Aber das habe ich alles immer hintenrum erfahren, oder? Und plötzlich, ein guter Kollege von mir, der hätte nach Abidjan. Und dann hat er mir das gesagt. Er hat gesagt, ja, weißt du, also, mein Vater ist da der grosse Marketingchef, ich gehe doch nicht nach Abidjan als Verkaufsleiter und so. Dann habe ich gesagt, oh, aber das wäre doch noch etwas, oder? Afrika kenne ich ja schon. Und dann bin ich einmal sondieren, ein bisschen, ja, sie wissen die nicht und so. Und lang später habe ich dann erfahren, hat es einen Chef gegeben, auch einen regionalen Chef. Und der hat gesagt, Badrut, ja, die nehme ich. Und dann bin ich nach Abidjan gekommen. Von Abidjan
bin ich, ja, jetzt muss ich gerade studieren, wo bin ich denn nach Abidjan gekommen? Nein, doch, weil. Dort habe ich ja meinen Mann kennengelernt. Und dann ist ein neuer Chef gekommen und der hat gesagt, ja weisst, ich brauche dich noch für 3 Jahre. Und mein Mann ist schon versetzt worden nach Senegal. Und dann hat es mir natürlich auch nicht mehr so gut gefallen in Abidjan. Und dann habe ich gedacht, wow, noch 3 Jahre. Nach 3 Monaten kommt er wieder und sagt, ja, also weisst, wir würden dir jetzt die erste District Managerin Stelle offerieren. Weil der Herr Baltenschweiler, der Präsident, der hat das so entschieden. Übernimmst du das? Dann habe ich gesagt, los, ich muss das noch mit meinem Chef, mit meinem Mann muss ich das, nicht mit meinem Chef, mit meinem Mann muss ich das noch diskutieren. Mein Mann hat gesagt, das ist doch ganz klar, das nimmst du an, du gehst nach Sofia, nach Bulgarien. Da habe ich gesagt, und ich bin so freisinnig eingestellt und ich in ein kommunistisches Land. Ach, das wird nicht gut rauskommen. Aber ich habe es angenommen. Ja, da bin ich 2 Jahre unter kommunistischer Herrschaft, habe ich gelitten, 2 Jahre lang. Und heute muss ich sagen, das will ich nicht missen. Das war für mich so eine wahnsinnige Schule. In einem totalitären Land zu leben, immer müssen Angst haben, du machst jetzt etwas Falsches, kommst vielleicht ins Gefängnis und so. Das ist mir unter die Haut gegangen. Aber ich will es nicht missen heute. Und dann von Bulgarien ich bin dann immer nach Zürich und habe gesagt, gell, tun mich nicht vergessen in Bulgarien. Also ein Leben lang will ich ja nicht in dem totalitären Staat leben müssen. Jetzt tun wir sie versetzen für ganz Norditalien nach Mailand. In einen ganz grossen Markt. In ein Land, wo eigentlich auch noch Macho geherrscht haben, oder? Die Italiener, io, nessun altro und sicher nicht eine Frau. Und ich bin 3,5 Jahre in Mailand gewesen. Und am Anfang hat es mir in dieser Stadt nicht sehr gut gefallen, aber zum Schluss hatte ich wahnsinnig den Plausch gehabt. Das war eigentlich immer so, ein bisschen so gewesen. Also am Anfang, man hatte so ein Vorurteil gehabt, und nachher hat es mir einfach gefallen, weil mir die Arbeit so gut gefallen hat. Und dann von Mailand bin ich für Skandinavien dann eingesetzt worden als Verkaufsleiterin in Stockholm. Und dann nach 2,5 Jahren bin ich mit meinem Mann nach Hongkong meine ehemaligen Freunde besuchen. Und dort konnte man schon ein Tagesvisum haben für nach China. Das wollte ich natürlich auch, weil ich ja China schon kennt habe. Und dann kommt aber vorhergehend ein Anruf vom Büro. Ich muss sofort nach Zürich telefonieren. Ich brauche immer sofort in Zürich. Und dann habe ich das gemacht. Und dann hatte ich dort einen grossen Chef am Telefon, der vorher schon mein Chef war in Mailand. Und dann hat er gesagt, los, du nimmst jetzt das erste Flugzeug, wir schicken dir ein Erstklasse-Billett mit deinem Mann und du kommst sofort nach Zürich, weil wir brauchen dich sofort in Zürich. Und dann habe ich gedacht, was ist echt da los? Jetzt haben die eine grosse Umorganisation gehabt, das habe ich ja schon gewusst, aber ich habe nie gedacht, dass ich da in das Umorganisationsrat reinkomme. Und dann hat er gesagt, er möchte mich als Personalchef, als Human Resource Managerin für 6'000 Leute haben. Also ich habe hier nichts dazu beigetragen. Er ist auf mich zugekommen und gesagt, ich will dich. Und dann habe ich das gemacht. Am Anfang auch immer ein bisschen geschwommen, oder? Weil, ich meine, Human Resource Manager musst du heute ja fast Rechtsanwalt sein, oder? Dass du dort rauskommst mit all diesen verschiedenen Gesetzen. Nicht so schlimm in der Schweiz wie in Frankreich, aber trotzdem. Und ich habe das gemacht, aber ich bin natürlich so hoch oben gewesen, dass ich ja nicht haben müssen, alle die Gesetze kennen. Ich habe meine Personalchefin unter mir gehabt, und die haben das alle bestens geschaukelt.
Aber nach 4 Jahren habe ich eigentlich schon wieder wollen, also 4 Jahre, das ist schon wahnsinnig lang für mich. Ich bin nie 4 Jahre irgendwo an einer Stelle gewesen. Und dann ist wieder ein Chef auf mich zugekommen und hat gesagt, hättest du nicht Lust, wir machen eine Fusion von 2 Chartergesellschaften und da suche ich einen Human Resource Manager und eine Fusionsmanagerin und möchtest du das? Und unterdessen habe ich dort in dem Personaldepartement auch einen neuen Chef gehabt, wo ich gesagt habe, mit dem kann ich nicht vorwerken. Der hat mir gar nicht gefallen. Und dann bin ich dann so auf das Genf gekommen und habe die Fusion gemacht, was eine ganz gewaltige Arbeit ist. Eine Fusion mit 2 unterschiedlichen Firmenkulturen, die zusammenfügen, die ganzen Verträge auch zusammenführen, zuerst kündigen und dann zusammenführen und. Also es war eine wunderbare Arbeit, aber ich hatte 2 ganz tolle Mitarbeiter von der Ballet. Und dann bin ich dann noch zum Schluss noch auf das Genf abgezügelt. Mein Mann hat natürlich Freude gehabt, weil dort hätte er Französisch reden und man hat ihm dann gerade noch den Schweizer Pass nachgeworfen in meinem Dörfli, wo ich gewohnt habe. Dann haben sie gesagt, ja, Herr Guillaume, möchten Sie denn nicht Schweizer werden? Weil er ist ja schon auch pensioniert worden unterdessen. Und dann hat er gesagt, ja, geht das so einfach? Und dann hat er gesagt, ja, okay. Ja, und dann hat man das gemacht und nach 2 Jahren hat man gesagt, man tut die Firma schliessen. Und dann habe ich dann auch gerade noch die Firma geschlossen. Und nachher bin ich in die vorzeitige Pension gegangen und habe mich sozial betätigt. Voilà. Das ist mein Abschluss gewesen. Ein bisschen ein harter Abschluss, weil so eine Firma schliessen mit 650 Mitarbeitern und ja, zu schauen, dass die alle eine Stelle haben, dass die alle wieder so untergekommen sind bei der Swissair oder extern, das war kein Schleck gewesen. Was glaubst du aus deiner Warte, aus deiner Beobachtung, aus deiner Perspektive aus, könnte der Grund gewesen sein, dass es bei der Swissair, wo ja, wie du sagst, dass Mercedes auf die Air war, plötzlich ein Grounding gekommen ist und schliesslich, wie ist das möglich? Was ist da passiert? Was ist da schiefgelaufen? Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also schon Anfangs 90er Jahre habe ich gesagt, in 10 Jahren gibt es Swissair nicht mehr. Darum sage ich, wenn ich im Mittelalter gelebt hätte, dann wäre ich jetzt schon auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Ich habe das gesehen, weil ich an meine Kollegen gesehen, die haben halt immer Ja gesagt. Wenn der Chef etwas gesagt hat, dann hat man Ja gesagt. Es ist dann eine Zeit gekommen, wo es einfach keine Querdenker hatte. Und jede Firma braucht Querdenker. Sonst geht sie unter. Und ich denke, das ist eigentlich das grosse Problem in der Swissair. Und nachträglich ist denn das halt eine Männerfehde geworden. Das ist eine Männerfehde geworden. Da hat es so unterschiedliche Männer gehabt, und einer davon ist natürlich einer gsi, dem hat man dann einmal gekündigt und der hat das nicht verfrachtet und der hat dann immer gesagt, Swissair tue ich noch bodigen. Und durch den ganzen Ablauf, dann hat man halt dann noch einen grossen Chef gehabt, der hat eigentlich immer noch gefunden, ja, Personal, das ist eigentlich nur Kosten. Und das kann man eine Fluggesellschaft, einen Dienstleistungsbetrieb kann man nicht führen. Weil es braucht einen Mensch, um Dienstleistung zu geben. Okay, heute ist das ja alles auch nicht mehr so, oder? Die gehen ja auch keine Dienstleistung. Heute macht ja der Kunde eigentlich alles selber. Aber das war eigentlich die Umbruchsphase gewesen. Und darum ist eigentlich die Swissair dann untergegangen. Weil früher, es war einfach eine wunderbare Firma gewesen. Die hat auf
die Leute gehört, am untersten Schalterangestellten hat man gehört. Wenn der grosse Chef, der Präsident, an einem Schalter ist, einchecken, das hat er noch selber gemacht, dann hat er gefragt, ja, wie geht's und wie läuft's und so. Und dann hat er gehört, wie das zuunterst geht. Und der Schalterangestellte, der hat sich natürlich gesagt, ja, ich bin ja etwas. Der Präsident, der redet mit mir, der lost auf mich. Habt ihr heute das irgendwo noch? Ja, sicher nicht. Das war Swissair. Ich habe meinen Personalchefin gesagt, ihr müsst unser Personal müsst ihr so behandeln, wie wir wetten, dass sie unsere Kunden behandeln. Und das dann eigentlich, das hat halt zum Untergang, natürlich jetzt noch Haufen andere Sachen gegeben, die zum Untergang geführt hat. Ich will hier nicht auf Details eingehen, aber für mich ist das eigentlich der Wundepunkt gewesen. Wir haben natürlich auch schon Anfangs 90er Jahre ist das nicht mehr alles Ganze so gewesen. Aber wenn ich zu unserem Präsidenten reden konnte, das ist natürlich außerordentlich gewesen. Das hätte es eigentlich wahrscheinlich in keiner anderen Firma gegeben. Und heute ja sowieso nicht mehr. Heute nur noch Ja-Säger. Das ist dann auch mein neuer Chef, den ich hatte im Personalbereich. Der hat gesagt, ja, jetzt ist der eiserne Vorhang, den haben wir abgerissen, jetzt gibt es den nicht mehr, jetzt befehlen wir. Da habe ich gesagt, ja, dann ist gut. Das war eigentlich so für mich der springende Zenit, was hinten runter ist. Voilà. Und ich habe das natürlich immer wieder verfolgt, weil ich habe gesagt, das hat Auswirkungen auf das Personal. Aber da hat ja niemand gehört. Nochmal einen ganz kurzen Sprung zurück. Und zwar von all diesen vielen Orten, wo du warst. An welchem Ort hat es dir am allerbesten gefallen und an welchem Ort am allerwenigsten und warum? Also am allerwenigsten eigentlich nie, weil es hat überall einfach immer wieder Lehrplätze gegeben, wo ich profitieren konnte. Die Erfahrungen, die ich sammeln konnte, überall auf diesen 11 Stationen, wo ich war, das ist viel mehr wert als alles Gold auf der Bank. Und darum kann ich nicht sagen, es hat mir nie gut gefallen. Es ist einfach so, dass es privat hat es mir natürlich dann wahnsinnig gut gefallen in Hongkong, weil das ist irre spannend war, weil dort hatte ich einen Freund, der wollte zeigen, dass schon in der Ming-Dynastie Chinesen über sind nach Mittelamerika. Und da bin ich völlig involviert gewesen. Und ich habe ja keine grosse Aufgabe im Geschäft. Also privat ist Hongkong für mich und natürlich die ganze chinesische Kultur und alles. Das ist wahnsinnig spannend gewesen. Und dann ist natürlich Abidjan auch vom Privaten her, weil dort habe ich meinen Mann kennengelernt. Und ich habe meinen Eltern geschrieben, jetzt habe ich den Mann des Lebens kennengelernt. Und dann gesagt, ja, jetzt kommt sie mit einem Afrikaner und das war dann halt ein Weise, oder? Also das ist natürlich auch sehr, sehr spannend gewesen, vom Privaten her. Aber vom Geschäft her ist natürlich schon der Aufbau von einer Firma für die Swissair im Ausland ist Libreville gewesen. Und dann sind wir ja ganz nah am Dschungel gewesen und all die Sachen, die ich ja eigentlich gar nicht so kennt habe, die habe ich dort gelernt, oder? Vielleicht muss ich es nochmal anders fragen. Es ist vielleicht nicht korrekt, was dir am wenigsten gefallen hat, sondern vielleicht vielmehr, wo hast du dich am meisten anpassen oder umstellen? Wo ist das ist ganz klar in Bulgarien unter dem totalitären System. Dort musste ich mich anpassen. Dort musste ich auch immer wieder sagen, ich nicht politisieren mit meinen Angestellten, weil die sind alle von der KGB angestellt waren. Die haben jede Woche müssen berichten, mit wem das ich verkehre, was ich mache und so. Und das war sehr schwierig am Anfang, weil ich das ja gewusst habe. Das hat man mir in Zürich auch gesagt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht engagiert werde von der KGB und ich soll mich nicht einlassen auf das.
Und ich habe ja gewusst, ich werde überall überhört. Also Mikrofon hat es überall, in allen Wänden hat es überall in meiner Wohnung. Und im Büro selbstverständlich. Das habe ich dann aber ziemlich schnell das gecheckt. Und dann hat mir einmal der belgische Botschafter gesagt, ja, wissen Sie, da müssen Sie sich gar nicht Gedanken machen. Sie können ja noch ausgewiesen werden. Und dann habe ich gefunden, ja, wäre eigentlich noch schön, wenn Sie mich ausweisen würden. Aber ich habe es 2 Jahre ausgehalten und darum sage ich ja, das ist das, was mir unter die Haut gefahren ist, aber wo mir heute auch das Verständnis gibt, wie schwierig das für die ganzen Ostländer ist, die Öffnung von dem eisernen Vorhang. Und ganz ein anderes System. Jetzt muss man Leistung bringen. Vorher hätte man ja nicht Leistung bringen. Man hätte nur politisch in die richtige Richtung laufen, oder? Also all das habe ich erlebt und das finde ich heute noch so spannend, wenn ich so mit Leuten rede, die vom Osten jetzt zu uns kommen arbeiten. Ich habe volles Verständnis für die. Weil ja ganz viele eben nicht so Verständnis haben, wenn man sieht, Deutschland, die Östler und die Westler. Oder? Ohne jetzt da ins Detail zu gehen, wegen deiner hochinteressanten Zugsreise, die ja komplett fehlt in deinem Buch. Was sind so die wichtigsten oder die interessantesten Punkte, die du auf dieser Reise erlebt hast? Also zuerst einmal, wie hast du es überhaupt geschafft, in so einem schwer abgeschottetes kommunistisches Land wie China und dann musstest du auch durch Russland. Wie hast du das geschafft? Wie ist das gegangen? Das war der Wladimir. Nein, ich bin ja eingeladen worden als kleine Sekretärin, bin ich eingeladen worden nach Guilin. Und alle die eingeladen wurden, das waren alles grosse Chefs von Airlines. Und dann habe ich dem Chinesen gesagt, ja, wieso dass er mich hier einladet? Ja, mein Chef hätte eigentlich kommen sollen, aber der will ich nicht und so. Und dann bin ich eingeladen und das war hochspannend, die Woche in dem Guilin, wo alle meine chinesischen Kollegen gesagt haben, was, du kannst nach Guilin? Weil Guilin, das ist so ein Wunderort, ein Kraftort für die Chinesen, weil es so wunderbare Stalakithöhlen hatte. Und da wollten alle dort hin. Und die Zuckerhüte, und da ist man auf dem Lijiang River ist man dort runtergefahren und hat Legenden gehört. Es war wunderbar. Und dann ist er wieder einmal gekommen und dann habe ich gesagt, Herr Chang, wie wäre denn das, wenn ich jetzt mit dem Zug heimgehe, kriege ich bei Ihnen das Visum durch China zu reisen? Und dann hat er, das war 1974, es war noch kalter Krieg, oder? Und dann hat er gesagt, ja, yes, of course, Mrs. Paddock. Kein Problem, ich kriege sein China-Visum. Aber zuerst muss ich das russische Visum haben. Und dann habe ich gesagt, ja, wie mache ich denn das? Es gibt keine Botschaft, es gibt kein Konsulat in Hongkong. British Colony war das noch. Und ich habe dann aber für die Schweizer Botschaft in Peking habe ich immer alle Billette ausgestellt und alles organisiert für sie. Weil da ist jede Woche ist einer gekommen mit dem Diplomatic-Bag und dann sind die natürlich immer in mein Büro gekommen und dann ist mal einer gekommen, der Rudi, und dann habe ich gesagt, du, kennst du jemanden auf der russischen Botschaft in Peking? Und dann sagt er, du, ist doch kein Problem, du gibst mir deinen Pass mit, ich bringe dir das nächste Mal ein Visumformular mit und dann füllst du das aus und dann frage ich den Wladimir. Und so war es. Und der Wladimir hat mir dann das Visum gegeben. Das war ausserordentlich, weil es hat niemand durch die 2 Länder reisen, außer die Botschaftsangestellten von Hongkong und von Peking. Oder Staatsmänner. Und ich habe das Visum gekriegt, weil ich einen Stein im Brett hatte bei Mr. Chang, oder? Von dem Intouristenbüro von China. Und so habe ich in dieser Zeit, was so außerordentlich ist, die Reise machen. Also, ich habe wahnsinnige Freude gehabt, dass ich das so machen durfte. Und allein und ohne Unterbruch.
Also ich bin 3 Tage in Peking gsi, han dann noch ein bisschen länger in Moskau bleiben. Das ist dann gar nicht gegangen. Kein Zimmer gekriegt, Hotelzimmer. Und ich habe dann angerufen auf die Schweizer Botschaft. Dann haben die gesagt, aha, Sie arbeiten bei der Swissair. Ja, dann gehen Sie doch zur Swissair. Und dann durfte ich dann im Büro vom Chef übernachten, auf einem Feldbett, weil wir haben, ein Büro im Hotel, im Hotel National in Moskau. Und ja, und er hat auch sein Büro gehabt und er war nicht gerade dort gewesen, und dann habe ich halt dort in dem Büro übernachtet. Und dann nach Warschau, nach Berlin und nach Zürich, und dort ist ein Freund von meinem Bruder mich abholen gekommen und hat gesagt, ja, ich führe dich doch nach Chur. Und ich gesagt, nein, ich muss mit dem Zug, dass ich sagen kann, ich bin von Hongkong bis nach Chur mit dem Zug. Wie lange ist die Reise gegangen? 3,5 Wochen. Puh. Ja, da sieht man vieles. Und das ist natürlich außerordentlich spannend gewesen. China, ich bin dann in einem chinesischen Zug gewesen, nicht in einem russischen, weil man hat mir immer gesagt, dort hast du ein besseres Essen. Spannend, wie man, also ich wollte eigentlich in Irkutsk aussteigen und das habe ich auch in das Visumformular habe ich das geschrieben. Aber das ist natürlich absolut nicht durchgekommen. Und in Irkutsk haben wir eine halbe Stunde Aufenthalt gehabt, und dann bin ich ausgestiegen. Und da ist sofort eine auf mich zugekommen und hat gesagt, kommen Sie nach Irkutsk, haben Sie ein Visum? Und ich habe gesagt, nein. Die hat das gewusst. Also das hat schon alles funktioniert, die Spionage, oder? Das fährt dir natürlich dann auch unter die Haut. Jawohl. Kommen wir zum Schluss. Du hast jetzt da sehr viel erlebt, bist auf die ganze Welt herumgereist, hast sehr viel Lebenserfahrung dürfen, können und müssen sammeln. Du hast jetzt da mit dem Video auch noch die Möglichkeit, eine Botschaft an die heutige und nächste Generationen zu hinterlassen. Was würdest du ihnen, den nächsten Generationen, raten für ihr Leben? Also erstens einmal, das habe ich dann auch immer allen meinen Mitarbeitern, wo wir die Firma geschlossen haben, habe ich allen gesagt, einen Arbeitgeber auslesen, wo ihr einen Sinn dahinter sehen, was man dort macht. Eine Sinnesarbeit und nicht nur Geld verdienen. Und die andere Botschaft ist für mich enorm wichtig, das sage ich ja auch in meinem Buch. Die jungen Frauen, die ja in der heutigen Gesellschaft werden es eigentlich reingedrückt in einen Beruf. Alle müssen einen Beruf erlernen und nicht nur einfach Mutter sein daheim, nur. Das ist eine ganz grosse Ehre und Aufgabe, oder? Aber man kann nicht beides machen. Man kann nicht eine grosse Karriere machen und eine glückliche Familie daheim haben. Das geht nicht. Das habe ich immer wieder gesehen. Das ist meine grosse Erfahrung in Schweden. In Italien war das weniger der Fall. Dort sind die Frauen noch nicht so arbeiten. Aber ich habe das gesehen und kaum habe ich die Schlussfolgerungen in mein Buch aufgenommen, habe ich gesehen, dass die Beraterin von der Hillary Clinton ein Buch geschrieben hat und genau das Gleiche gesagt hat. Und heute kommen viele junge Frauen zu mir und sagen, da hast du recht. Aber die Gesellschaft heute sagt, wenn man ja eine Frau sieht, eine geheiratete Frau mit Kindern, fragt man ja immer, und was machst du? Und wenn sie dann sagt, ja, ich bin Mutter, dann laufen alle davon und sagen, ja, was ist das? Das ist das Wichtigste für mich heute, wenn ich sehe, wie wir eigentlich die Familie kaputt gemacht haben. Mit 1968. Und gerade jetzt habe ich so ein Buch gelesen über die Gesellschaft in Frankreich, wo der genau das Gleiche sagt wie ich. Also ich bin nicht die Einzige. Ich denke, es kommt heute wieder mehr zur Geltung, dass man sagt, ja, es ist
ganz wichtig. Ich bin nicht dagegen, dass eine Frau etwas noch schafft daneben, und zwar in einem gewissen Alter. Aber das Wichtigste, und darum konnte ich diese Arbeit machen, weil ich aus einer ganz harmonischen Familie gekommen bin. Das ist mein Grundwissen, mein innerer Ausgleich ist das in all diesen verschiedenen Ländern, wo es ja so schwierig war, in einem arabischen Land als Frau allein. Das hat meinen Boden gegeben. Und das sage ich, das ist so enorm wichtig, dass Kinder, aber heute fragt ja niemand mehr nach den Kindern, sondern nur noch ich, was ich will, Selbstverwirklichung. Und das muss ich sagen, das möchte ich eigentlich eben auch mit dem Buch weitergeben, der jungen Generation. Aber ich weiß, ich bin altmodisch, also ich werde angeschaut als altmodisch, aber nicht von den jungen Frauen. Die kommen auf mich zu und sagen, ja, eigentlich hast du recht. Und ich will auch daheim bleiben. Aber dann kommen natürlich die materiellen Sorgen. Haben wir denn noch das Geld, zum 2 Autos zu haben, zum ein Haus zu haben und so. Das war natürlich bei uns überhaupt gar nicht die Frage, oder? Im Buch hast du das ja noch ziemlich ausgearbeitet, wo du in Schweden warst. Ja. Dort ist die Geschichte, dass Frauen so schnell wie möglich ihre Kinder in die Kinderkrippe tun. Ja. Was haltest du davon? Und dort habe ich gesehen, dass das die ganze Gesellschaft verändert hat. Die Kinder haben enorme Beziehungsschwierigkeiten gekriegt, weil der Vater und die Mutter, es hat ja dort schon Vaterurlaub gegeben, die haben am Morgen um 6 Uhr die Kinder in die Kinderkrippe tun, am Abend um 6 Uhr, und die Kinder haben schon geschlafen, die Eltern waren müde und sie hatten keine Beziehung zu den Eltern gehabt. Und dann hat man halt angefangen zu scheiden und ja, es hat einfach. Und das habe ich auch gesehen mit meinen Mitarbeitern. Die haben dann gar keine rechte Beziehung mehr gehabt zu ihrer Arbeit, zu ihrem Partner. Also völlig aneinander. Ich denke, das ist dort schon, hat das angefangen, indem das halt die Familie dann nicht mehr so wichtig war. Und dass das unser grosses Problem ist heute mit der Jugend. Gibt es noch irgendetwas, was ich nicht gefragt habe und du der Meinung bist, das gehört jetzt noch dazu? Ja, also meine Ehe, das ist, ich musste lange warten, 38 Jahre. Aber ich habe den richtigen Mann geheiratet. Er wollte eine Frau, er war geheiratet, aber er wollte eine Frau, die selbstständig ist. Er war außerordentlich stolz auf alles, was ich gemacht habe. Hat mir das aber nie gesagt. Ich habe das lange nach seinem Tod habe ich das von den Freunden gehört, dass er so stolz war auf mich. Und ich eigentlich so glücklich, weil das ein Mann war, der gesehen hat, was ich bin, wie ich bin. Wir mussten nie über etwas reden. Wir haben immer genau gewusst, die Wellen, die kommen jetzt wieder zusammen. Und wir haben einfach so eine harmonische Ehe gehabt, obwohl wir ja dann lange noch auseinander gelebt haben, oder? Also, er hat in Paris gelebt, ich in Mailand. Eine Wochenende-Ehe haben wir geführt. Das ist dann eigentlich erst, als ich nach Zürich gekommen bin, haben wir zusammen gelebt. Aber ich war natürlich eine furchtbare Junggeselle, oder? In jedem Hafen, in jedem Flughafen hatte ich einen schönen Mann. Und mein Mann hat in jedem Hafen eine schöne Frau gehabt. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Aber irgendwo durch, wo er gesagt hat, er käme zu mir wohnen in Abidjan, habe ich schon ein bisschen Erstickungsanfälle gekriegt, weil ich denke, jetzt kann ich nicht mehr machen, wie ich will. Und ich sage, es hat vom ersten Moment an hat das geklappt. Aber er hat mich ausgesucht, nicht ihn, weil ich keine Familie zerstören wollte. Aber er hat immer gesagt, dass ich jetzt weggehe von meiner Familie, das ist meine Verantwortung, nicht deine. Er hat mir die Verantwortung abgenommen. Ganz zum Schluss, was hat dich überhaupt angetrieben, ein Buch zu schreiben? Ich habe nie gedacht, dass ich einmal ein Buch schreiben würde. Ich habe auch nie ein Tagebuch geführt, außer als ich die Reise gemacht habe
Später dann allein nach China habe ich dann wieder Visum gekriegt von den Chinesen, also Persona grata bin ich wahrscheinlich gewesen. Aber sonst habe ich nie etwas aufgeschrieben und das nimmt mir heute niemand ab. Die das Buch gelesen haben, haben gesagt, du hast so einen Haufen Einzelheiten in das Buch aufgenommen. Da habe ich gesagt, ja, aber in jedem Land ist mir das unter die Haut gefahren. Das war so etwas Spezielles gewesen. Ich habe angefangen zu schreiben, weil meine Freunde gesagt haben, du hast so ein außerordentliches Leben gehabt, du musst das doch aufschreiben, das gibt ein Zeitdokument. Da habe ich gesagt, ja, wer interessiert das schon? Das interessiert ja niemand. Und dann bin ich dann auf das Frankreich gekommen. Dort hatte ich eine Putzfrau, die Biografin ist. Die hat schon selber 9 Bücher geschrieben. Und wenn sie gelettet hat, habe ich ihr so ein bisschen erzählt. Hat sie gesagt, Madame Guillaume, faut écrire. Und dann, als sie dann gesagt hat, ich muss schreiben, bin ich dann 2 Monate, habe ich mich total zurückgezogen, habe angefangen zu schreiben. Und das ist aus mir rausgekommen, wie wenn ich ein Tagebuch geführt hätte. Das ist einfach immer noch in mir drin. Und wenn ich so erzähle, dann kommen mir alle die Erinnerungen wieder auf sie und dann tue ich mich über die in den Details verstricken. Oder? Weil ich einfach, das kann man nicht vergessen, was ich erlebt habe. Eigentlich wegen meiner Freunde habe ich dann das Buch geschrieben. Und dann ist es halt zuerst auf Französisch rausgekommen, weil das hätte dann meine Biografin machen. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich ist es ja ein Schweizer Thema, ich muss noch einen Schweizer Verlag finden. Und das ist dann auch wieder einfach zu mir gekommen. Einfach, ja, ich sage immer, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich gesagt, das habe ja nicht alles ich gemacht. Das ist mir zugefallen. Man muss einfach offen sein und dem fällt es einem zu. Nicht Zufall, es fällt einem zu. Dass ich die Verlegerin gefunden habe, das ist ja auch wieder etwas Außerordentliches. Rätze Badrout, danke vielmals. Auch ein sehr interessantes Interview. Mindestens so interessant wie das Buch. Danke vielmals. Danke dir, Benni.